Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, recht herzlich willkommen zur heutigen Panoramasendung, moderiert aus Thun. Diese zwei Sachen haben wir heute auf dem Programm. Wir werfen einen scharfen Blick auf die Messerindustrie und der Gesundheitsschutz steht im Fokus. Der passt nämlich nicht allen. Ja, das Rad kann man bekanntlich nicht neu erfinden. Küchenmesser schon. Genau das macht jetzt ein junges Unternehmen aus Washington. Sie haben ein Ultraschallmesser erfunden, das pro Sekunde 30.000 Mal vibriert. Doch bringt das auch der Betrieb im Kanton Bern einen Mehrwert? Mein Kollege der Ben Abekle ist dieser Frage auf den Grund gegangen. Also der erste Gedanke war schon ganz klar, so eine Seich, Dinge, die die Welt nicht braucht. Aber dann habe ich mich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, habe das Video geschaut, ein bisschen Zeug darüber gelesen und habe plötzlich das Gefühl gehabt, hey, vielleicht ist es gar nicht so eine Seich. Ich hätte es wahnsinnig gerne erhangen und getestet und erst dann konnte ich dann wirklich das Urteil fällen. Aber so von dem, was ich bis jetzt gehört habe, interessant. So, interessiert mich. Das Messer kann man nicht mehr neu erfinden. Das ist seit Tausenden von Jahren gleich. Man kann bessere Stähle machen, man kann anderes Stiftmaterial machen, andere kleine Formen vielleicht. Aber tatsächlich neu erfinden kann man es nicht. Abgesehen von 1-2 Erneuerungen in den letzten paar Jahrzehnten, wo ich jetzt so ein bisschen aufmerksam war auf das Ganze, ist es tatsächlich das Erste, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt wirklich etwas recht Neues. Ja. Ich denke, es ist vielleicht für tech-affine Leute, die Freude haben an dem Ganzen. Aber ich bin immer noch der Meinung, oder auch zumindest ist meine grosse Hoffnung, dass der Großteil der Menschen immer noch Freude hat an einem herkömmlichen Küchenmesser. Und von dem her, ich denke, es könnte eine gute Ergänzung. Ja, von scharfen Küchenutensilien jetzt zu scharfer Kritik. Der Schweizer Gewerkschaftsbund sagt nämlich, es gibt zu wenig Lohn, zu lange Arbeitszeiten und auch zu wenig Gesundheitsschutz. Krankheitsausfälle am Arbeitsplatz sind in den letzten Jahren nämlich drastisch angestiegen. Aktuell werden Unternehmen in dieser Hinsicht nur alle 20 Jahre kontrolliert. Das soll sich ändern. Künftig soll es alle 2 Jahre sein, sagt der SGB. Kisten, SDA berichtet. Was sind die Herausforderungen vom SGB für das Jahr? Ja, das Wichtigste ist, dass es den Leuten besser geht. Oder? Wir haben ja beim Lohn einen grossen Rückstand. Eine Familie mit dem mittleren Lohn hätte ja eigentlich 6'000 Franken mehr Geld, wenn die Löhne richtig gestiegen wären. Und das andere ist, wir stellen fest, der Druck ist gestiegen an den Arbeitsplätzen stark. Wir haben viel, viel mehr Absenzen heute. Die Leute sind krank. Und von dem her verlangen wir, dass jetzt da endlich kontrolliert wird. Oder? Nur alle 20 Jahre wird heute eine Firma kontrolliert von den Kontrolleuren, Gesundheitsschutz und Arbeitszeiten. Das muss mindestens jedes 2. Jahr sein. Wie wollt ihr das umsetzen oder wie wollt ihr das angehen? Ja, bei diesen Kontrollen ist klar, dass sind Bund und Kanton zuständig. Das heisst, statt heute alle 20 Jahre kontrollieren, muss man jetzt mindestens alle 2 Jahre hinschauen. Das bedeutet ein bisschen mehr investieren, aber das hat super Auswirkungen auf die Gesundheit der Leute. Und viele wären dankbar, weil heute ist einfach so, man kommt arbeiten, dann heisst ja schon wieder ein Kollege krank, der Stress steigt und so, und das kann nicht sein. Ihr wollt euch auch gegen die Sonntagsarbeit einsetzen. Was sind aus eurer Sicht die grössten Risiken? Ja, das Parlament hat jetzt einen furchtbaren Entscheid gefällt. Oder? Man hat gesagt, ja, man muss damit rechnen im Büro, dass man künftig 9 Tage am Sonntag muss arbeiten muss. Und das ist ja verrückt, das ist gar nicht möglich. Und die Leute wollen das auch nicht. Jetzt, gut, es kommt noch ein Ständerat, aber das ist klar, das werden wir bekämpfen in einer Volksabstimmung. Und da gehen wir davon aus, dass wir werden gewinnen. Weil wir arbeiten heute schon genug und jetzt am Sonntag krampfen, das ist eindeutig zu viel. Wir hatten vorher eine Medienkonferenz von Economy Suisse. Da hat der Mäder gesagt, ja, wir arbeiten eigentlich weniger als noch vor ein paar Jahren. Also, das ist auch vielleicht das Resultat von unserem Wohlstand. Ja, also, wenn man ein Paar anschaut mit Kindern, oder? Früher war es so, eher der Mann hat da für Lohn gearbeitet, die Frau hat daheim den Haushalt gemacht, auch viel geschafft, aber kein Geld bekommen. Heute sind beide berufstätig, also gegen Lohn. Und wenn man schaut, das Paar zusammen arbeitet, die arbeiten heute etwa 130, 140, 150%. Das heisst, viel mehr berufstätig. Der Haushalt muss trotzdem gemacht werden. Kinder hat man auch gerne und so. Und vielleicht will man auch noch ein bisschen Feierabend haben. Und das ist kein Wunder, ist für die Leute das Leben strenger geworden. Also man arbeitet mehr als früher und das ist eigentlich nicht gescheit. Und vor allem sind wir so reich wie noch nie. Eigentlich könnte man schauen, dass es uns ein bisschen gut geht. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Schluss der heutigen Sendung. Mehr Infos findet ihr wie immer auf plattformj.ch oder auch in unserer App. Wie es jetzt mit dem Wetter weitergeht,
das verraten jetzt Kollegen von Meteo News. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Herzlich willkommen bei Ihrem Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Es freut mich sehr, schauen Sie vorbei. Ja, wir haben ein ruhiges Wetter und es geschieht nicht viel. Dazu bleiben die Temperaturen ein bisschen überdurchschnittlich. Wir befinden uns zwischen einem umfassenden Tief über dem Atlantik und einem Italien-Tief. Mit Ausnahme der nebligen Grundschicht sind die Luftmassen meist recht trocken. Morgen am Abend erreicht uns dann eine Störung aus Westen. Ja, wir starten morgen wie heute unterhalb von etwa 700 bis 800 Meter mit Nebel oder zähem Hochnebel. Die Auflösungschancen stehen morgen aber deutlich besser. Mancherorts zeigt sich die Sonne schon vor dem Mittag. Dazu ist es morgen frostig. Oberhalb vom Nebel ist es den ganzen Tag ziemlich freundlich. Abgesehen von ein paar hohen Wolken kann sich die Sonne gut in Szene setzen und gegen den Abend nimmt dann die Bewölkung von Westen her zu. Dazu erwarten wir um die 7 Grad in Bern oder Thun, was für die Jahreszeit schon überdurchschnittlich mild ist. Und es gibt einen tollen Tag in den Bergen. 0 Grad Grenze liegt am Mittag auf rund 1800 Meter, steigt dann aber weiter an. Und auf den Bergen da haben wir einen Südwestwind. Ja, am Freitag kommt dann ein bisschen Schwung ins Wettergeschehen. Eine Störung sorgt für Tropfen und Flocken ab rund 1200 bis 1400 Meter. Dazu haben wir einen auffrischenden Südwest- bis Westwind. Und das Wochenende zeigt sich mit einem Mix aus Wolken, Sonne und dem Mittelland müssen wir teils Nebel einplanen. Und ab dem Dienstag wird es dann wahrscheinlich wieder unbeständiger. Aber zuerst starten wir morgen wie heute. Jedoch kann sich morgen die Sonne besser gegen den Nebel durchsetzen. In der Höhe und im Süden scheint sie sowieso vom Morgen bis am Abend, zusammen mit ein paar hohen Wolken. Ja, das war schon wieder Ihr Plattform Jodwetter für den Kanton Bern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.